Von Kopf bis Blues heißt das neue Programm. Es ist bayerisch. Es gibt ja immer wieder viele Leute, die fragen mich, warum machst du eigentlich bayerisch? Damit bin ich aufgewachsen. Das ist so die Sprache, die ich von Anfang an erlernt hatte. Ich habe damals zur Einschulung meine erste Fremdsprache bekommen, Hochdeutsch. Und ich habe auch festgestellt, dass es nirgendwo so schöne Dialoge gibt wie im Bayerischen. Vor kurzem habe ich einen gehört, der ging so: Hey, Sie da, wer? Ja, Sie da, ich. Ja, was sind Sie? Wer? Der Huber, ich. Ja, nein, aha. Mopeds ganz brutal auffrisiert, auf dem Feldweg gefahren bis in die Nacht. Keine Vollkorn, Grünkern, Dinkel, Brote geschmiert und auch keine Tofu-Krapferl gemacht. Wir hat sowas bloß gegeben? Wieso war das kein Problem? Und ich frag mich seitdem, eine Hommage an eine Zeit, wo man die Kassetten noch mit dem Bleistift zurückgedraht hat. Wer kann sich erinnern? Ja, alle, ist klar. Ja, das ist mein Publikum, genau. Die haben alle noch, jawohl, oder? Ha? Da warst du gar nicht umpassen. Die haben alle nur die Kassetten mit dem Bleistift zurückgedraht, verstehst du? Das kann man nur vor so einem Publikum bringen da. Wieder irgendwo anders spielt vor der Vereinigung aller Schamhaarlosen, die wissen gar nicht, was los ist. Egal. Also, wir haben damals andere Fragen gehabt als heutzutage. Heute haben die ganz andere Fragen. Letztes Mal ist einer zu mir gekommen, der hat gesagt, wir seid denn ja damals eigentlich ohne PC ins Internet gekommen. Da hat man auch noch diese Festnetztelefone gehabt. Wir haben so ein schönes Festnetztelefon gehabt, das war an so einem gusseisernen Gestell an der Wand hingeschraubt mit so einem Brokatteppich und der Plastikapparat mit einem Bakelitüberzug und unten drunter dieses Kabel, was so 34 Kilometer, weißt du, so. Und dann hat man telefoniert und die erste Frage war nicht, wo bist du? Was damals allerdings nicht mehr so richtig en vogue war, aber was meine Großmutter gemeint hat, dass sie unbedingt mitnehmen muss, sie hat sich porträtieren lassen. Das war damals schon ein bisschen aus der Mode gekommen, aber sie hat gesagt, einmal, once in a lifetime. Also so hat sie es nicht gesagt, anders halt eher. hat gesagt, sie möchte sich porträtieren lassen. Gell? Und dann kam also der Maler. Was sie nicht wusste war, dass der Maler bekannt war auch für seine Aktmalereien. Also auf jeden Fall sagt der zu meiner Oma, ich schwanke, ob ich sie nicht nackt malen soll. Nee, Frau. Und dann hat meine Großmutter gesagt, mir war es nur, lassen Sie ja einer Gewand an. Drei Tage vor dem Konzert kommt der Anruf vom Veranstalter. Satz Nummer 1, den man als Pianist nicht gern hört. Wir haben ein Problem mit dem Flügel. Dann sage ich, was habt ihr denn für ein Problem? Wir haben keinen. Dann habe ich gesagt, was machen wir? Kommt Satz Nummer 2, wir hätten ein nussbraunes Kleinklavier, das dann wir herrichten. Komme ich da hin, kommt der Hausmeister auf mich zu, sage ich, Servus, schaut aus, ist das Klavier frisch gestimmt? Satz Nummer 3, nein, aber gestern haben wir es frisch gestrichen. Also auf jeden Fall nach Satz Nummer 3, ihr könnt euch erinnern, gestern haben wir es frisch gestrichen, gehe also da hin und probiere dieses Instrument aus und habe dieses C gedrückt und das klingt normalerweise so, ja, in Bad Kötzting. Und drunter und nochmal drunter. Dann sage ich, das Ding ist ja total verstimmt. Kommt Satz Nummer 4 vom Hausmeister. Ich hör nix. Und dann habe ich auch zum Hausmeister gesagt, gibt es eine Balladenbeleuchtung, weil es gibt da 2, 3 langsame Nummern in dem Programm. Hat der Hausmeister gesagt, eine Balladenbeleuchtung haben wir da herin noch nie gebraucht. Ja, haben wir wenigstens unterschiedliche Lichteinstellungen? Ja, die haben wir schon mal am An und Aus. Willie the Lion Smith
Ja, also auch so eine Art Schmidt. Ja. Smith. Und wenn man den Wechsel zwischen S und TH üben will, wisst ihr, Smith ist der perfekte Name. Because it's not easy to pronounce TH if you are not brought up in an English-speaking country. Yeah. Especially when they are close together. And that's why my English teacher always said to me, speak like that, and then you get used to it for once and for all, you know? And then I decided to speak like that, and I got used to it for once and for all, you know? And everything went perfectly well, except for a few instances. And these instances especially happened when I met some people who also spoke like that. Das ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir drin. Das ist der Ohrwurm in dir. Der Ohrwurm in dir drin. Geht's mal in ein Blumengeschäft rein und sagt's, hallo, geben's mir einen Bund Gladiatoren. Gell? Bloß einfach, ja, weißt du. Gell? Gar nicht irgendwie an die große Glocke hängen, geben's mir einen Bund Gladiatoren. Ja? Und schauen, was passiert. Abwarten. In Wels in Oberösterreich hat die Floristin zu mir gesagt, was Sie meinen daher sind Gladiolen. Was Sie gesagt haben, sind Heizkörper. Geh ihr mal mit meiner Frau ins Bett, sagt sie jedes Mal, mei, das war jetzt nett. Da hätten andere gern ein Bajonett und dann, doch ich bin nett. Doch manchmal war ich gerne eine Sau, aber ich weiß ganz genau, bin ich fies, geht's mir mies, also bleib ich bei meinem Etikett. Ich bin einfach nett. Obst du als Fliege Obst umkreist, Obst Fliege du als Pfarrer heißt, man kann auf dich verzichten meist. Mir ist ums Verrecken nichts eingefallen. Ich bin da hinten auf und ab gegangen, irgendwie so, stehst du, und denk, was sag ich, mach die Augen zu, kneif mir in die Nase, geh auf und ab und renn an einen Feuerlöscher hin. Hier so voll, weißt, es hat einen Schlag da, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. So einen dermaßen Schlag und ich war vollkommen blöd im Hirn. Mit einem Schlag total deppert, weißt, wie wenn es hohl wäre. Und auf einmal kam es aus mir raus, weißt Karle, du sollst schon mal die Martin Schmidt-CDs kaufen. Martin Schmidt-CDs, ja. Und ich wollte aufhören zum Reden, aber es ging nicht. Nein, ich war total deppert im Hirn, vollkommen blöd und es ging weiter. Na, hättest du auch nicht immer die Probleme mit deinen Ohren. Jetzt probierst halt, die sind gut, weißt du, die tun auch dir gut. Martin Schmidt-CDs, das sind die CDs von dem Martin Schmidt. Seitenbacher. Das ist er selber, wisst ihr das? Ich habe einmal gespielt da in der Nähe auf so einer Gala von irgendeiner Firma und dann sagt der Gastgeber da am Tisch, da sitzt der Herr Seitenbacher, wollen Sie sich dazusetzen? Sag ich, nein, bitte nicht. Aber ich bin dann doch irgendwie dort gesessen, habe mich mit ihm dann ein bisschen unterhalten und so natürlich. Habe mich mit ihm ein bisschen so geredet und dann habe ich gesagt, Sie, ja, die Werbung. Ich möchte einer ja jetzt da nicht zu nahe treten, gell? Aber das könnten sie auch nicht für sich selber machen. Och, ich weiß, was mir noch fehlt. Na, ich mein jetzt nicht das Geld. Ich brauch noch, es tut mir leid, Standing O. Welchen Zeit springt's von eure Plätze auf und wer Lust hat, zirkt sie aus. Spendet's mir dann unter ihrem Schrein Applaus. Das mit den Höschen muss nicht sein, nur wer wohl.
Gute Nacht.